Es geht weiter immer heiter, Freunde, mit einem angeschlagenen Team bei Tales of Arise, aber jetzt werden wir erstmal unser HP auffüllen. Mit einem Gespräch vielleicht? That armor you wear is standard issue for the Menancian Guard, right? Originally, I've added some flair to it in a lot of places. I noticed, especially with that open back. We guardsmen pride ourselves on never showing our back to our enemies. It's my way of making myself live up to that. Plus, it makes it that much lighter and easier to maintain. Dohalim, do you have anything to say about this? Every guardsman is allowed to wear their armor as they see fit. And you, Law? Huh? Why are you asking me? Eine gute Frage. Es soll also nicht irgendwie großartig quatschen von mir aus. Kebab. Kebab mit Law. Hell yeah! There's no way you can complain about how this tastes. Kebab mit Law. Kebab mit dem Quatschen. Ich würde sagen, Dohalim Kisaura mit Kisaura. Let's talk for a bit. Maintaining your shield? It's becoming a familiar sight. Miguel was the one who taught me how to maintain my equipment after I first joined the Guard. Now it's just a part of my routine. Your brother always seems to come up whenever I talk to you. That's because we had no other relatives, so it was just the two of us growing up. He was my idol, the one I looked up to and wanted to be like. When I became a guardsman, Lagiel wasn't too pleased to see me at first. It was Miguel who really welcomed me aboard. Lagiel? Oh, right. She was Miguel's second in the Gold Dust Cats, wasn't she? That's right. She's always been a very critical and down-to-earth person. In other words, the complete opposite of a dreamer like me. You're more an idealist than some pie-in-the-sky dreamer. Even so, that's my brother's doing. He'd never let me stop seeing a brighter world. He always did what he could to keep me smiling and happy. You must have meant a lot to him. He wasn't just kind either. He always worked so hard to set an example for me and everyone else around him. He was a true big brother. So much so that when he thought I was asleep, he'd slip out of the house to go training on the outskirts of town. You seem to know a lot about it. That's because I only pretended to be asleep and would follow after him. You know what? I'm at a good stopping point with my shield. If you've got time, how about I tell you a couple more Miguel stories? I guess I'd better get comfortable. I'll take watch tonight. It's okay. Dankeschön, dann ruhen wir uns auch. War was? Law, heranwachsender junger Mann, was? Weil er gekocht hat oder was? Okay, creepy. Before we go, do you guys have everything? Gut, sagst du was? Leute kaufen, verkaufen. Viel Kohle haben wir garantiert nicht mehr, wa? 17.000, okay, doch, geht. Orangelee, einfach, ich sage jetzt mal zur Not, wa? Und irgendwie so einen Kackkampf geraten oder so. Okay, Apfel nutze ich lieber mal nicht mehr, weil der bringt nicht mehr so viel, auch wenn natürlich Pfirsichgelee wesentlich teurer ist. Shit happens, nehmen wir mal noch 2 Tränke des Lebens mit. So, haben wir noch was zu verkaufen? Generell ja alte Rüstungen, war zum Beispiel das Topaz-Gewand. Bringt ja auch ein bisschen was ein. Alte Waffen, nee, Material will ich ja eher noch nicht verkaufen, solange es nicht sein muss. Did we really just spend that much money? Jo, da weiß sie. Ich kann sagen Banker, nein, Wirtschaftsminister, nein, Finanzminister, nein, auch nicht. Mann, wir haben eine Person gesagt, die früher immer auf die Kasse aufgepasst hat. Also, was heißt früher, sagt man heute auch noch, aber kann man vor allem so zu Schulzeiten und so. Gab es irgendwie auch sowas früher in den Schulklassen auch noch? Im Prinzip gab es einen Klassensprecher oder Sprecherin natürlich, beziehungsweise Klassensprecherin, Klassensprecher und irgendwie Schatzmeister, nee, doch, ich weiß nicht mehr, Freunde, ist zu lange her.
Ist so lange her. So, ganz kurz gucken, ob es irgendwas Geiles, Episches gäbe. Gut, bei ihm kann ich jetzt den herstellen. Schon ein bisschen was machen. Das Problem ist halt, ich weiß nicht genau, wann kriegen wir die ersten Materialien. Zum Beispiel Astralkristall. Wenn ich jetzt den ersten 1 oder 2 davon kriege, natürlich grausam boosten. Ich glaube, wir brauchen momentan noch nicht die krassen, geileren Schilde. Waffen, sorry. Schilde. Katzenbastion sieht ja hässlich aus. Der hier hätte optisch was. Okay, da gibt aber einen schönen Booster. Ich mache jetzt mal. So, dann haben wir aktuell noch keine Kohle dafür. Okay, aber Material natürlich auch wichtig. Ja, aber dass sie da mal was Neues hat, das macht schon Sinn. Was? Achso, Waffen. Sorry. Okay, wieder ein bisschen mehr Geld. Dann würde ich sagen, bei Kisawa, das haben wir in der letzten Folge mal ein bisschen erwähnt. Vom Kostüm bzw. Outfit her. Also jetzt mal. Es gibt auf gewisse Dinge Kostüme, die kann ich ja freischalten, manche nicht. Das ist irgendwie. Ah ne, warte mal, da ist ein Waffenskin. Sorry, mein Fehler. Edle Rose, passt einfach irgendwie besser zu ihr. Mal Wasserzähmung, aber weil es zum Kleid passt. Bei Elfen bleiben natürlich auch schon bei der Waffe. Weil der einfach geil aussieht. Bei Elfen würde ich zwar gerne mal die Maske abziehen, also komplett abnehmen. Aber ich nehme an, das kommt mal noch. Ganz allein von der Story her und so. Nur ein bisschen Geduld haben. So. Das hier mal ein bisschen schneller, weil die Gegner hatten wir alle schon mal. Und ja, trainieren, natürlich könnte man, gar kein Thema. Will man aber, da ist ein anderes Thema. So, nochmal einsammeln. Wir haben das Gebiet resettet, also geht das. So. Versucht mal vorbeizulatschen, was nicht funktioniert. Also, Gegner immer ein bisschen schwierig, aber das Gefühl. No sooner said than done. Come and face me. Searing flame. I'm out. Here goes. Take. Warum die echt flink, ey? Not today. I'm only getting started. Can you take it? Mine. It's over. Denied. I think we can get through this. Don't let up until it's over. Ha! Who said anything about letting off? This one's got your name on it. Ashes to ashes. A merry distraction. There's still more to go. Rotating pile driver. On guard! Mirage! Strike! Schade. It's in the sky. Jetzt wird er erholt, der Arsch. Fesseln. Dankeschön. Glacial spear. I'm ready. Look sharp. Lightning tiger blade. Lightning Finisher. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Ja, hat was. So, wir waren ja auch schon überall. Wir erinnern uns, wir waren eigentlich ungefähr bei dem Punkt hier. So, hat geklappt. Genau, dann sind wir jetzt mal hier unten durchgegangen. Hier oben waren wir auch schon. Auf der Seite da. Jetzt suchen wir uns mal hier drüben. Hier waren wir auch. Die hatten wir noch nicht platt gemacht. War ganz seltsam normale Gegner, also. Die auch schon ein paar Mal besiegt haben, aber egal. I've got this. Let a marksman handle it.
See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Tschüss, Mann. Kizaru is sour. Du, du, du. Kizaru is sour. Oh, der tut mir jetzt schon leid. Ganz lange gegen unser krasses Team. Und gerade jetzt, wo es vorbei ist, hat so viel Spaß gemacht. So, dann gehen wir mal hier hoch. Vorhin geht es nach unten, hier geht's hoch. Und irgendwie, ich glaube, wir haben hier ein paar Frame Drops, wa? Der OBS sagen wir zwar eben noch konstant 60 FPS an, aber ein bisschen was wurde schon gedroppt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, OBS kann ja auch gar nicht richtig tracken, ob es wirklich einen Frame Drop vom Spiel jetzt gab, weil ich nehme jetzt nicht ein Fenster auf, sondern einfach einen rechten Bildschirm. Weil irgendwie Elgato Capture mit OBS immer irgendwie so ein Krampf gefühlt. Bergkamm. Warum aber das Gefühl, dass wir gerade bei Tales of Zestiria gelandet sind? Oder Berseria. Berseria von diesem Spiel. Das ist so geil. Ich muss ganz ehrlich zugeben, Tales of Xillia ist so mein Lieblings-Tales of Spiel bis heute noch. Aber irgendwie hätte ich momentan eher wieder Bock auf Tales of Berseria. Liegt aber, glaube ich, daran, dass ich letztens wieder mal den Tales of Zestiria X Anime gesehen habe. Alter! Sieht schon krass aus. Erstens das. Zweitens finde ich immer noch schade, dass Berseria kein Anime bekommen hat. Das hätte so verdient. Aber ja. Sag mal, wo gehe ich hier überhaupt hin? Ich meine, sieht alles cool aus und so, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, hier sind wir beim geheimen Endboss gelandet. Und plötzlich war da oben Heldalf auf uns. Oder kommt gerade Aiden angeflogen. Eisen. Enders Bruder halt. Judging by the stench, I'd say the animals at the ranch are all grown now. Hä? Die riechst du bis hier draußen? Was zum Henker ist der I Bergkamm? hate camping out. Boah, hätte ich das gewusst. Warte mal, hat er richtig gesehen, dass wir jetzt ein Ding bekommen haben? Ach, das wird ein Astralkristall, aber haben wir wohl getäuscht. Na cool, haben wir eh keine, aber jetzt sehen wir mal darum zum Gucken. Astralkristall braucht sie auch. Und er ebenso. Ah, stimmt, bei Law geht es ja darum, die zu verbessern, war genau, ein Kristallfäustling, also quasi die einmal craften. Kann man die hier so verbessern. Und Tulus eine Flammenritter, die er bereits hat. Geht jetzt nicht, weil er es gerade ausgerüstet hat, genau. Tun wir doch ein Zeugel überrannt? Ja, ist jetzt die Frage, darf er überhaupt schon hier sein? Also ist hier irgendwie die Endstation. Wir können mal ausruhen, mal gucken, was passiert. Ob er irgendwas triggert oder so. Aw, who's a good boy? Wait, why am I petting you? Nee, Kochen muss nicht sein. Entsprechend Kizawa schon wieder und irgendwas auch diesmal mit Mind if I Law. join you, Law? Oh, hey, Alphen. What's up? Nothing. I was just surprised to see you weren't training for once. Got a stomach ache or something? You know I don't literally train around the clock, right? I do take breaks. Do you? It seems like you're training every chance you get. Well, yeah, it can't be helped if I want to get stronger.
Still, it's important to let your muscles rest every now and then. That's what my dad told me anyway. Zephyr said that? When I was a little kid, yeah. I would get so excited whenever he came home. I always followed him wherever he went and tried to learn as much from him as I could. He said, it's good to be passionate, but don't overdo it. Just like there are times when you want to take a break from studying, sometimes your body wants to take a break from training too. I was always rushing around and forgetting to rest, so he ended up telling me that a lot. That definitely sounds like him. It's nothing to get sad over. Still, I can't help but wonder if that was my dad's way of teaching me the dangers of rushing into things too quickly. Then again, maybe I'm just overthinking things. I wish I'd had more time to talk to him about this kind of stuff. Ja, das wünschten I'll wir take alle. guard duty tonight. It's fine. Das wünschten wir alle. Der gute C4. I feel pretty refreshed after that sleep. So, jetzt will ich das wissen, Freunde. Was ist hier We should los? think about eating soon. Really? Not all that hungry myself. Don't make me say it again. Yeah, good idea. Hä? Not this way, I guess. Ach komm. Hä? Ich dachte gerade, es hieß irgendwie, ich käme schon rein, aber sei auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Ich fällt mir immer die Szene aus Ding ein. Der Prince von Bel-Air. Hä? Auf eigene Gefahr? Was soll das denn sein? Ah, auf eigene Gefahr. Ja, die Frage ist halt, wie kämen wir dort rein? Was? Guess I misread the landing. Ja, schätze ich aus. Hast du irgendwie Schaden bekommen? Nö. Ich meine, ganz ehrlich, Elfen spürt sowieso keinen Schmerz, insofern. Aber dann so, Hilfe. Hui! This way, I guess. Okay, nee, ich komm nicht rein, oder noch nicht. Ich werde mal versuchen, Freunde, weil eben kann ja mit Anlauf und dann springen, komme ich ja weiter, das ist schon so. Aber habe sie eben versucht, den Winkel habe ich abgeprallt in der Alpha-Wand. Reinglitschen vielleicht? Not this way, Nee, I ich guess. komme nicht rein, definitiv nicht. Gut. Hast das auch erklärt und geklärt. Trotzdem, das Mysterium bleibt. Was ist das hier oben überhaupt? Ist das so wie bei Tales of Cestiria? Der Bergkamm? Vielleicht ist es ja so, dass wir hier dann... Wobei man das kaum vorstellen kann, aber... es ist ja so wie bei Cestiria und was bisher, glaube ich, auch noch hatten wir Cameo-Kämpfe. Also zum Beispiel bei Tales of Berseria hatten wir irgendwie Cameo-Kämpfe gegen Mila und Jude aus Tales of Xillia. Vielleicht können wir darin auch wieder Cameo-Kämpfe gegen frühere, also gegen Typen aus früheren Tales of Spielen antreten. Wobei es gab noch nie ein separates Gebiet dafür. Aber ey. Was weiß ich schon? Bin ich der Entwickler? Nö. Zum Glück, weil dann wüsste ich sonst schon das ganze Spiel. Das ist irgendwie etwas, was mir selber schon bei die Idee hatte, ein Spiel zu entwickeln oder eigentlich ein Spiel, wo ich schon seit längerem, schon seit über 10 Jahren dran bin und seit gefühlt 5 Jahren Pause mache. Wo wir auch schon öfters Gedanken darüber gemacht haben mit dem ganzen Testing und so ein Spiel, und du selber entwickelst. Das ist natürlich alles cool und so. Zum Teil denkst du aber auch so, du bist vielleicht irgendwie 90% des Spiels dann durch. Also mit dem Entwickeln. Und dann musst du alles nochmal testen. Also am Schluss gar keinen Bock mehr selber zu zocken. Obwohl du es irgendwie am Anfang so eine geile Idee fandest. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb auch viele, die selber das Gefühl haben, hey, ich programmiere ein Spiel mit einem Tool oder sowas in der Art, dann irgendwann mal so einen Punkt kommen, wo sie sagen, oh, nochmal testen, da ist ein Bug und so, das kann man nicht so, wie ich es gerne hätte, nochmal testen, am Schluss kennt das ganze Spiel auswendig. Also gar keinen Bock mehr drauf. Tja. Jetzt hier entlang. Das sind komplett
Okay, da kann ich schon durch, weil es geht da... Geht jetzt, nee, geht noch gar nicht weiter, das ist auf ein eigenes Gebiet. Runterspringen, gut, das ist 11, ihm würde es nichts ausmachen. Aber ich gehe trotzdem manuell runter. Zumindest ein großes Stück des Weges. So! Pfeilhabicht! Ist ein Pfeilhabicht überhaupt? Ich weiß, ich habe die Frage noch nie gestellt, aber jetzt stelle ich sie. Ja, Elfen kann ein Luftkombo relativ lange halten. Phoenix Cyclone! Sind schon geile Moves. I have to be in this world. Don't worry. I got your back. Hä? Achso. Die Abkürzung quasi. Was sagt die Zeit? Schon wieder vorbei? Alter, wo bleibt die Zeit? M-Kristall. Das ist einer von den Kristallen, die wir brauchen, irgendwas zu craften. Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt. Ich frage das gefühlt alle 5 Minuten. Oh, das sind viele. Wenn ich das irgendwie Angst hätte gegen die Gegner, aber... Dauert halt. Okay, ist jetzt irgendwie ein harte ein, das gefällt mir gar nicht. Alter, ich aber ist fast down. Sounds like a job for yours truly. We'll soon see about Nein, nein, nein. Was für ein scheiß Windarte dort. Wieder einer. Okay, brauchen wir nochmal Rising Phoenix. Aber eigentlich extra aufgespart, weil ich die HP noch sparen wollte. Aber komm, weißt du was, scheiß drauf. expert coming through. This one's mine. Not on my watch. Anything in armor is all mine. I can carve through armor. Eat dirt! Look sharp. Now here I come! One more. Take this! Going in. Take this! That's it. You're finished! Tiger blade. Severing Wind! Lunar Rondo! Look sharp. You're on! Flame of fury. Glacial spear. Do it. You're finished! Kisara! Commander of Heaven! Phoenix Cyclone. Did it! Yeah. Nice technique. Take this! Here I come! Look sharp. Kisara! Commander of Heaven! Phoenix Cyclone. Good to know my training is paying off. Das stimmt, da ist immer so eine schöne Erkenntnis. Ob es jetzt am gleichen Tag am Training ist oder irgendwie auch später, wenn du einfach merkst, hey, das Training hat sich gelohnt. So, Heilung! Das finde ich auch ganz cool hier. Dass man so ab und zu halt so ein paar Spots hat und halt die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere einsetzen kann und dafür halt HP investieren muss. Ja, mein Gott, ist halt so. Und das hilft ja alles auch für die mehr oder weniger 100%, ich sage jetzt mal so Story, Sidequest bedingt, wa? 100%. So. Also, genau, da waren wir auch schon. Jetzt hier oben war ich jetzt nicht, das stimmt, oder wird jetzt kaum was sein. Falls doch, ja, ganz kurz hoch. Dann würde ich sagen, dass wir in der Folge jetzt noch hier, das ein ganz kurzes Stückchen, was hier noch ist, abschließen. In der nächsten Folge das nächste Gebiet begutachten, was hoffentlich auch schon die Hauptstadt beinhalten dürfte. Kann ich vorbeischleichen? Nee. Dann machen wir aber schnell hier. You want me? Come get me. Don't mind if I do. Far enough! Flying freak! What did they take? Sia, can you take care of them? No sooner said than
pieces! Attack time! I think the enemy's getting desperate. Got them where we want them. Don't tip your hand, though. These little ones are hardly worth our time. In an instant! Impact cross! Das ging schnell, hat aber auch viel Punkte verbraucht. Gut, Orangengelee grundsätzlich immer gut zu gebrauchen, nur ist natürlich ein bisschen doof, wenn man jetzt die Erkenntnis davon ist, hey, jetzt war ich da, um das Item zu holen, ich habe dafür aber so viel HP verbraucht, wie ich den Orangengelee wieder herstellen würde. Dann wiederum wäre es ein bisschen doof. So. Dann muss nachher unsere gute Shione keine Dinge dafür opfern. Keine HP zum Heilen. So. Und jetzt, Freunde, jetzt wird's wehtun. Nö, nicht mal. So, hier irgendwas übersehen? Nee, hier ist alles cool. Alles erforscht. Still thinking about how to act around Dohalim? That obvious, huh? Except I don't think I'll be changing much after all. Don't get me wrong, I'm not going to stay his servant. However, I am going to treat him like a fellow comrade, the same way I would with you or anyone else. For as long as I can remember, I've spent my life protecting others. But isn't that what friends do too? Support and protect one another in times of need? Which in the end pretty much means doing as you've always done, right? If that's what you're most comfortable with, I'm certainly not going to give you any grief over it. Actually, I've been thinking about how I ought to act around you all as well. Oh? When I set out on this journey, it was to rid Eldomenencia of its enemies, and search for wisdom in the outside world. Wisdom that I could potentially put to use on my return. I'm grateful to you all for letting me tag along. But it got me thinking, what am I actually contributing by being here? What are you talking about? You know how to hold a weapon, don't you? That's help enough. Is it though? Sometimes I wish there was more I could be doing to pull my... Oops, sorry about that. Jeez, I'm famished. Now that you mention it, what do you guys normally do for food and meals when you're out and about on your travels? What do you mean, what do we do? We find stuff to eat and eat it. So long as it's meat, I'm not fussy. Eating what you like can be good for morale in the short term, but you need to think about your diet if you want to stay healthy. Does that mean eating vegetables too? Isn't that obvious? It does, which I guess hasn't been happening up till now. Yeah, to be honest, we could be eating better than we do. Understood. In that case, I'll just have to make sure you're all staying healthy and eating right myself. Fortunately, I happen to know a thing or two about cooking as well. You hear that, Law? Sounds like you'll be eating your greens after all. What is it? No, sorry, it's just... I was just wondering if you had any thoughts on all this. It will do her good to have a project. No, not Kisara. I meant you. Was there anything you wanted to add? Me? Certainly you're not looking to me for culinary skill, I hope. Typical Renan, leaving everything to someone else. Rinwell, I don't think... That said, should you need my skills on the battlefield, please rest assured I have no intention of shirking my responsibilities, regardless of who we may face. I'm sure no one doubts that. Listen, guys, if we're traveling together, we should probably at least try to make an effort to get to know one another, don't you think? I wouldn't get your expectations too high in that regard. Believe it or not, sometimes I'm not sure I even know myself all that well. Ja, oder geht mir ähnlich. Eine Lektion in Manieren. Das werden wir uns gleich angucken, Freunde. Aber trotzdem gerne ganz kurz nur noch für die Folge hier. Hey, let's stop for a minute. What's up? You already tired? My armor's pretty heavy. I think I need a little rest. I second that. All of this walking is starting to take its toll on me as well. What? You don't look it. We can't spare the time. There's places we need to be.
Mahag Sar's capital, Niez, is our destination right now. But if one of us collapses, it will only serve to slow us down. And in your case, Alphen is the only one who could carry you. Best to rest while you have the opportunity. Enough already. I need a break, so we're taking one. I don't need you fretting over me. Fretting? Hey, it's not like I'm... Been looking for you. For me? Why? He's tough. Who are you? You said you were looking for me. Why? Beautiful, precious life. What the... That is all I desire. Then why are we... Da ist er wohl ein Hohn. Alter, Freunde, wollt die Folge beenden. Was ein scheiß Cliffhanger. Mysteriöser Schwertkämpfer Level 1, den kennen wir. Da ist der Typi, der zuvor da mal, wo wir noch im zweiten Gebiet waren. Ich kenne den scheiß Namen nicht mehr. Wo irgendwie da einen Haufen Zeuge getötet hat und wir dachten, er hätte uns nicht gesehen und wir ihn einfach aus der Ferne beobachtet hatten. Oh Mann, ey. Ja. Okay, wir machen den mal platt. Ich hoffe, es klappt überhaupt und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wa? In dem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und nächste Folge hoffentlich wieder ein bisschen kürzer, weil ich mich ein bisschen überlänge. Aber egal. Bis zum nächsten Mal, bye bye!